Big Hero 6, oder wie er auf Deutsch heisst, Baymax, ist der neueste Streifen von Disney. Wir haben ihn gesehen und ob der Film gut ist und lohnenswert, wir sagen es euch jetzt. Oh nein. Der Film basiert los auf einem Comic von Marvel, der allerdings nicht so wahnsinnig bekannt ist. Darum hat sich Disney die Freiheit genommen, einiges im Film zu verändern. Es geht grundsätzlich darum, der Hero ist ein Bub und er ist ein Tüftler. Also er ist extrem intelligent und verbringt eigentlich seine Freizeit damit, kleine Kampfroboter aufzubauen. Mit denen macht er auch bei so illegalen Kampfroboter-Wettbewerben mit, um Geld zu verdienen. Ja, und die namensgebende Figur vom Film ist der Baymax. Das ist so ein Medizinroboter, der vom Hero seinem Bruder geschaffen worden ist. Und der hilft ihm nachher bei der Suche nach dem üblen Bösewicht. Und ich muss sagen, mir hat Big Hero 6 bzw. Baymax sehr gut gefallen. Er ist lustig, er ist herzig, er ist für Kinder, er ist aber auch für Erwachsene. Es hat vor allem eine Szene drin, wo ich wahnsinnig lustig gefunden habe, wo der Baymax quasi keinen Akku mehr hat. Hast du Akku? Schwach. Bist du das, Schätzchen? Wir sind aus einem Fenster gesprungen. Was war das? Wir sind aus einem Fenster gesprungen. Was mir auch sehr gut gefallen hat, es gibt relativ viel Action und die Action ist extrem gut dargestellt. Allgemein, die Animationen sind vom Allerfeinsten. Mir hat auch der Artstyle sehr gefallen. Die Mischung aus dem Asiatischen und aus dem Amerikanischen mit dem San Francisco ist wahnsinnig gelungen. Es hat auch viele Nachtaufnahmen, wo so ein bisschen die Neon-Sachen hinführen kommen und das habe ich echt cool gefunden. Was auch sehr gut gefallen hat, ist die Darstellung von Baymax. Der Roboter ist extrem knuddelig dargestellt. Wirklich eine Figur, wo man sich eigentlich austrieben verlieben. Auch wie es Disney geschafft hat, aus einem Roboter, der eigentlich ohne Emotionen lebt, in Anführungszeichen und Schlusszeichen, das ist ja eine Maschine. Er bringt extrem viele Emotionen durch. Er ist extrem herzig, er ist extrem liebenswürdig. Man weiss nicht recht, ist er doof oder ist es ihm egal oder ist er einfach uninformiert und weiss es einfach nicht besser? Ja, der Baymax ist natürlich hochintelligent eigentlich, weil er eben ein Computer ist, aber er ist trotzdem auch irgendwie sehr kindisch und sehr unschuldig. Er ist halt vor allem sehr beschränkt, weil er ein Programm drin hat und das ist quasi am Hero helfen und schauen, dass er nicht verletzt ist. Genau, also eben eine wahnsinnige Unschuld eigentlich. Er weiß gar nicht genau, was er macht. Er versucht wirklich einfach nur zu helfen und er weiß gar nicht, was ist schlecht, was ist gut, was ist böse. Ihm geht es nur darum, der Person, die er hilft, in dem Fall eben am Hero, einfach schauen, dass es ihm wohl geht und das ist extrem herzig. Was mir nicht so gefallen hat, das stimmst du mir glaube ich nicht zu, aber ich habe den Twist, der am Anfang vom Film kommt, habe ich ein bisschen an den Haar herbeizogen gefunden. Es wird nie erklärt ganz genau, warum das passiert ist. Ich habe einfach das ein bisschen gefunden, so, wir brauchen noch einen Twist schnell am Anfang, wie passiert das? Also, ja, machen wir es so. Kann ich schon nachvollziehen. Hast du auf einer Seite recht, aber eben, wenn man denkt, dass der Film eher für Kinder gemacht ist, ja. Die überlegen sich das noch nicht so groß. Schlussfazit, wir haben ihn extrem gut gefunden, den Film. Er ist für Kinder und Erwachsene gleichermaßen spannend, unterhaltsam. Die Special Effects sind super gewesen, die Musik ist gut gewesen. Die Darstellung von Baymax ist extrem gut gelungen. Ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Danke vielmals, dass ihr das Video angeschaut habt. Falls es euch gefallen hat, dann gebt doch ein Like, schreibt einen Kommentar. Wir sind sehr gespannt auf eure Meinung zu dem Film, falls ihr es schon gesehen habt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr uns doch abonnieren. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann könnt ihr uns doch auch abonnieren. Wir sehen euch beim nächsten Mal. Die Animationen sind super, der Soundtrack hat auch gut gefallen, es ist immer gut, die Musik ist immer gut untermalt gewesen. Nein, der Film ist untermalt gewesen, oder gut? Cut. Wir haben jetzt verdammt. Wir haben euch jetzt unsere Meinung gegeben und jetzt sagen ihr euch uns... Fuck, das ist schwierig! Fakten! Das ist schwierig! Und danke vielmals, dass ihr euch das... Easy.